Morgen, alle. Ik reis je im Namen Jezus vandaag morgen. En mijn vrijdag waren hier te zijn vandaag morgens. En wat mij vrijdag dat we kunnen God zijn woord hebben. Dat we God zijn woord kunnen mitteilen. Vandaag. Weet je, man, wenig Gott sein Wort hat, wenn es nicht, wenn es Gott sein Wort wäre, dann hat wir bloß nicht zu sagen. Wie es mit uns selbst haben wir really nicht was zu sagen, Das ist für mich und das ist für jeden einen von uns. Wir really haben nicht viel zu sagen, was da sehr viel anholen wird, so wie es das geistliche Beanlangen wird. Wandert nicht mit Wort gratis stammen lässt. Ich würde von der fragen, ob je würden die in die Bibel nehmen und lass mir die drei sagen und bloß mal sagen, wer hat die Bibel mitgebracht von der? Meiste hat die mitgebracht. Weil ich sein auf den Streik, dass wenn wir dort an Gott sein Wort selbst sein dann, wenn wir dort mitlesen dann, dort halt viel mehr, als wenn wir dort hören dann. Weet je wat we hier doen, dat zijn je 80% wat we daarvan vernemen doen en behouden dat. Maar wanneer we wat lezen doen, we zijn dat zelfs aan de Bijbel, we weten hoe het aan de Bijbel is. En we weten dat de Bijbel is geïnspireerd van de Heilige Geest. En dat helpt bloos zeer veel meer. Zo daarmee zeg ik, of je wouldn't in de Bijbel nemen. Ik wil net als je lezen. Ik wil niet zeggen, gaan en teruggaan vandaag. Morgens zou je niet zo veel trouble hebben met te vallen. Maar we nog eerst beden, eer wieder gaan. Vader im Himmel, ik bid vandaag morgens dat du was vandaag ons zegenen. We hebben alles bid, Herr, dat die namen mocht verherrlicht worden vandaag morgens. Ik bid, Herr, dat zoals we die woord opmerken doen, en zoals we die woord lezen doen, weten dat je inspireert is van de Heilige Geest, dat is die woord, das reden zu uns, durch die woord. Du weißt kracht, was jeder einem von unseren Bedürfnissen sind. Ich bete, Herr, dass du was kracht so reden, dann auch, als wir bedürftig sind. Und Herr, mach es hart auf, dass wir möchten dort annehmen, den Wort, und dort wird nicht bloß annehmen, aber dort anwenden und dort praktizieren. Wir weten, Herr, dass uns fehlt dort alle. Jedem einen, was hier ist von dir. Da bete ich in den Namen und Dank sagen. Amen. Und ich möchte doch sagen, today wird er vielleicht tüß sein und horchen dann noch diese Botschaft von dir. Ich möchte jedoch alle gereißen und anladen zum Horchen noch das, was Gott zu sagen hat zu uns von dir. Mein Thema, wo je vielleicht gesehen haben, da, all an den Bulletin, das ist, wo ist das möglich, dass du und ich können sich haben über Sinn in uns Leben? Wo ist das möglich, dass wir können sich haben über Sinn in uns Leben? Ich glaube nicht, dass da viel sind hier von der Morgens, wo da nicht mehr kämpfen und mit Sinn. Trotzdem, dass die Wade geboren sind, da sind Tiden in uns Leben, dass wir kämpfen dann mit Sinn. Aber meine Frau, von der ist, ich habe gemacht, ich frage nicht, wo ist das möglich, dass ich kann do, oder oft das möglich ist, dass wir können sich haben über Sinn. Über die Sklaverei von der Sinn. Wenn ich rede davon sicher, über den Sinn, dann meine ich von der Sklaverei. Weil ich da das ein Ding, was wir an Sinn fallen und wir tun alle zu tun. Wenn wir mit unseren Frühs reden oder wenn wir mit unseren Kindern reden, dann wir immer wo wir an, wir gründen ein bisschen über dem Streck, oder wir sagen, oder was wir really nicht sagen sollen. So, das sind Dinge, was wir an uns leben tun, was nicht wirklich von dem Heiligen Geist kommen tun. Aber das sind Dinge, die da befußt mit handeln. Aber ich rede besonders von uns Leben, wenn wir zum Glauben kommen
wenn wir in unsere natürliche Natur kommen, wir waren wahre geboren, wir waren Christen, und dann, da wir kämpfen mit Sklaverei von der sind, viele Menschen da dort. Und weil wir seine Wort sagt, die Bibel, ans wo können wir da nicht aufbekennen, wir weiten dort bekennen. Ich kann hier für der Folge stehen und ich kann dir sagen, dass ich mir ganz 100% überzeugt, dass du als keine Sinn nicht, wo du und ich als Gott sein Kind nicht können über sich kriegen. Du sind mir ganz überzeugt, und because Gott sein Wort sagt, dass wir das kennen. So, die Frage ist dann, wo ist das möglich, dass wir können sehen? Und ich will bitte schlucken die Bibel open auf Galater Kapitel 5, Vers 13 bis 26. Da haben wir dort von wo Paulus redet, von den Worten vom Fleisch und von der Frucht von dem Geist. Aber ich will mit dort anfangen. Ich will anfangen mit Vers 13. Und Vers 13 fängt an, der sagt es das. Und bitte macht, wo Paulus davon reden hat. Er sagt, Brüder, Gott hat Christus zur Freiheit verholfen. Bloß braucht die Freiheit nicht, das Fleisch den Wallen zu lassen, dient einer den anderen ein Leib. Das ist der Anfang. Vers 14 sagt, wie das ganze Gesetz erst mit ein Wort abgeführt. Du sollst deinen Nächsten, du sollst ihnen Nachbar größer Gott sein als die selbst. Dann in Vers 15 sagt er, wenn die aber einander bieten und durchholen, seid ihr noch, dass die nicht einander an den Grund bringen. Ich sage so, wandelt am Geist. Da wo je dort nicht daunen, wo nur dort Fleisch gelasten hat, oder wo dort Fleisch verlangen hat, können wir sagen. Bitte, er sagt, das, wo wir können sich haben in dort Leben, er sagt, wandelt am Geist. Sagt er, dann wo je dort nicht daunen, wo nur dort Fleisch gelasten hat. Und ich muss das hier bloß merken, dass wenn wir im Geist wandeln, oder ich soll sagen, wenn wir nicht im Geist wandeln, dann ist ein Ding sicher. Dann wollen wir am Fleisch wandeln. Wir tun eigentlich dann entweder wir wandeln am Fleisch oder wir wandeln am Geist. Und er sagt, wandelt am Geist, dann wollen wir dort nicht daunen, wo nur dort Fleisch gelassen hat. Vers 17, wie das Fleisch verlangt, gerade dort, was der Geist nicht will. Und der Geist will dort, was das Fleisch nicht will. Die beiden sind sich immer gegenüber, dass die nicht tun, was sie tun mochten. Was die viele von uns haben verlangen. Ich glaube, jeder Christ, jeder wahre geborene Christ, der hat ein Verlangen, wirklich Gutes zu tun. Nicht mal bloß, dass wir wahre geboren sind, aber auch Menschen, die in einer Tradition sind, die in einer Religion sind, die proben mit ihr Leben, die proben alles zu tun, was möglich, bloß sie sie können bloß nicht dort tun, was sie mochten tun. Weil sie sind an ihr Fleisch versklavt. Vers 18 sagt, wenn die vom Heiligen Geist regieren lassen, und das ist eine von den Secrets, wenn die von dem Heiligen Geist regieren lassen, hat das Gesetz nichts mehr zu sagen. Wir dürfen gar nicht abpassen für das Gesetz oder probieren, das Gesetz nur zu kommen. Wenn wir uns von Christus im Geist regieren lassen, dann dürfen wir automatisch dort, was das Gesetz verlangen hat, was wir sollen tun. Wenn dort hier redet von Worken vom Fleisch, was für Worken redet dort von? Und wir haben hier eine Reihe von 17 verschiedene Dinge, wo dort von reden hat, wo Paulus wiesen hat, was die Worken vom Fleisch sind. Ich wollte merken, dass bezieht diese 17 sind noch viel mehr. Paulus von hier Steichers, der Mann sagte,
und so sind da noch mehr Dinge. Er redet nicht mehr ab. Aber er hat 17 verschiedene Dinge. Und ich will haben, wenn wir das durchlesen, dann hier von ein paar Schneetieren, was durch 21, weil wir mal sehen, wie viele von diesen Dingen tun ich mit kämpfen, dann, oder do wir nicht kämpfen. Habe ich sich über diese Dinge. Hörst du mal, was er hier sagt? Er sagt, was das Fleisch verworfen hat, ist klar. Wenn wir Menschen betrachten dann, wo die leben dann, was die verworfen haben, was ihr Leben bewiesen hat, ob wenn sie Christen sind oder ob sie nicht Christen sind, das geht nicht so allein, wo wir an, wo sie wandeln. Wandeln sie im Fleisch oder wandeln sie im Geist? Wir können das von den Nächsten viel besser sein, als wir das von uns selbst sein können. Sind Sie recht? Das geht gar nicht lang. Weil wenn jeweils weiten Wort ich leben da, oder was mein Leben ist, bloß ein bisschen abpassen, nur mehr, damit das nicht lang, da wird je im Bett, wo ich geistlich stehen da. Und das ist etwas, das dort. Das schaffst du. Er sagt, was das Fleisch verworfen hat, ist klar. Das ist Ehebruch, Nummer 1. Und bitte mal, das sind Worte vom Fleisch, weil ihr von Natur, wie wir nicht geboren werden, dann wie wir geboren mit der Natur. Aber wir Dinge deuten, alles für diese Dinge deuten, das ist ganz natürlich. Meine Eltern sehen eins, die Kinder sehen natürlich. Und ich habe wirklich gewundert, meinen Sie really, wir sollen unsere Natur gehen lassen, so aus der Wolle? Sollen wir wirklich natürlich sein? Sie wollen haben, wir sollen Geschmack sein. Aber sollen wir wirklich unsere Natur gehen lassen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie dort meinen, aber von Natur aus, dann da wieder diese Dinge. Da ist für einen natürlichen Mensch, ist das ganz angenommen, ist das dort. Wir tun nicht alle Menschen tun alle diese Dinge. Viele Menschen tun noch viel mehr, als sie abgeschrieben ist. Ehebruch. Was ist Ehebruch? Ehebruch ist, wenn du und ich befreit sind und wir gehen bitte an die Ehe, wir haben Geschlechtsverkehr mit anderen Partnern. Das von der Tag ist das ganz angenommen und das ist eben in der Kirche von der Tag, was auf viele Stellen wird das angenommen ist, weil das okay ist. Und das sagt hier, das sind Worte vom Fleisch. Das beweist das, dass wir fleischlich am Fleisch behandeln dann. Ehebruch. Zweite ist Hürerie. Was meint Hürerie? Das ist mehr für Menschen, die nicht befreit sind, oder was befreit sind und dann bitte mit unbefriedigtem Geschlechtsverkehr haben und so weiter. Aber mehr, besonders würde ich sagen, wenn ein Jung in einem Jahr sich verleiben und sie haben für ihr Geschlechtsverkehr für dem, dass sie sich befrieden haben. Das ist Hürerie. Das wurde, was das hier meinen hat. Eine Anreinheit. Und in Anreinheit kommen sehr viele Dinge. Wir können viele Dinge da einstellen, aber anbahnendes Leben, Nummer 4. Das ist ein anbahnendes Leben, weil wir sind ein Mensch, der am Fleisch leben, der ist bitte Kontrolle mit seinem Leben. Wenn irgendwas verkommen, der lässt das Fleisch gehen, kriegt es das will, das Ding kriegt es, was sagt, kriegt, was will, und das kriegt, was will, was da ganz, das ist, was das Fleisch, was wir tun, wenn wir am Fleisch sind, an der Fleisch gehen lassen. Nummer 4 ist Aufjäterie. Weil wir sagen, wir tun nicht Aufjätereien. Wir haben keine Aufjäter nicht, wir tun nicht Aufjätereien. Aber ich werde mal so anschuldig. Am Anfang, wie wir in Bolivia werden, da ich über Aufjäter reden, dann kauft ich mir einen kleinen Aufgat und habe ihm da stehen auf der Pulpit. Und dann wollte ich mal wissen, was rede ich da über. Und dann, wenn wir stark werden, dann sehen, kämen ein paar von der Brüder, dann sagen sie, das soll ich über niemals mehr tun. Ich soll aber niemals nicht einen Aufgabe da eine Kirche anbringen. Bis das, was wir anbeten, dann sage ich, das ist nicht ein sehr gutes Beispiel. Also ich lerne meine Lektion da ein bisschen der Hardware. Aber das, wir sagen, wir dürfen nicht aufhören, da bin ich.
da wir nicht aufgehört haben, dort geht noch viel mehr als wirkliche aufgehört haben und Images. Dort geht, wenn wir irgendwas für Gott tragen dann. Irgendwas, was wir deinen, ob das unsere Arbeit ist, ob das ans Haus ist, ob das Geld für deinen ist. Wir proben dort alles, wir geben alles, was wir haben, sagt wir an, dort zu kriegen, was wir wollen. Wir deinen, wir können viele Dinge können wir da herstellen. Irgendwas, was Gott seinen Platz nehmen wird. Was wir mit Hecher dann haben, ist, was wir mehr Emphasis dann geben, als wir Gott geben dann. Das ist Aufgärterie, Sauberie. Ich glaube, das ist viel mehr Sauberie und man kann es mir nicht, als wir leben dann. Das suspicious sein oder sein, wie kann wahr sein. Und ich habe das und dort, wir lesen dort, wir haben irgendwas mit Brucheriert dann so wieder. Und sagen, wir können wahr sein und so wieder. Da kommen verschiedene Dinge kommen da rein. Ich weiß nicht, wie viel Trouble damit ist. Ich kann Ihnen meine eigene Erfahrung sagen. Ich weiß, was ich unladlich weiten, ich dachte, das wäre ein real joke, aber da kann ich Ihnen eine lange Geschichte vertellen davon. Ich weiß, dass das dort passieren wird und das ist ein Ding, was vom Fleisch ist. Sauberie. Ich kickte in ein Dictionary, was Sauberie ist, und das sagt, wahr sein und so wieder, und so wieder. Das ist, was das meint. Und dann Feindschaft. Feindschaft. Das habe ich sehr gut mal bekannt. Feindschaft passiert an Quarkfehl. Weil wir würden ganz abrichtig sein, da würden wir vielleicht sagen, einer oder andere würde sagen, ich sei dem feindlich, den kann ich nicht leiden. Da habe ich, der hat mir so getan und das und dort ist passiert und so weiter. Und, mit dem will ich nicht zu tun haben. Ich bin dem sein Feind. Und ich will auch in der Gelegenheit haben, Menschen feindlich zu sein. Aber ich weiß, wenn ich mich dort gehen lasse, mit Fleisch gehen lasse, dann komme ich da an, dass ich feindlich sein und da wird mich zu Grund bringen. Da wird mich sehr schaden. Und dort, das passiert viel among Christen. Striden über Dinge. Was ihr noch mal so reicht, über jährliche Dinge. Ich sage doch reicht. Und du bist anreicht. Weil ihr doch kann doch, wir tun uns noch striden über Gottes Wort. Und ich glaube, wir dürfen das nicht. Wenn wir nicht im Fleisch sind, wenn wir uns vom Geistloten lernen, dann ist das nicht neidig. Dann können wir darüber reden, wir können dort durchreden, wir dürfen nicht abpassen an einem anderen, wir können uns vertrauen, und das ist ein anderes Ding, wir dürfen uns durchzwischen, aber wir dürfen uns nicht streiten. Aber wenn wir ans Fleisch gehen lassen, das geht nicht sehr allein, da streiten wir uns, und dann dürfen wir eine Wand abbühen, und dann sind wir in Gruppen geteilt, und so weiter. Das sind Dinge, die vom Fleisch kommen dann. Und dann ist das nächste ist Hauptsucht. Was meint Hauptsucht? Ich kickte im Dictionary, das sagt ein deutschen Dictionary, dort hängen Raunsennen noch Sachen und Eigendom. Hängen Raunsennen, das ans Ziel ist, wir wollen ans Top schaffen, so viel es wir können. Ich probiere so viel mich anzustrengen als möglich, dass ich Dinge top schaffen kann für mich selbst. Ich habe dort einen Mann und ich lade Gott aus dem Fehl zu sein her. Dort, der dreht hier zu Christen. Und noch ein würde sagen, dass eine Sucht haben, nur viel haben. Ein Verlangen haben, dass ich will viel haben. Weil ihr dort ist, wenn wir dort ein Ziel ist, dass wir wollen viel haben, wir wollen uns top schaffen und so weiter. Und wir vergeten Gott und wir haben ein Ziel, wir sagen alles, was wir können und dann und dort ist Hauptsache. Nummer 10, Wort. Weil die einzigen Menschen können eine Mensch nicht anreden, und der Mensch nicht wollen, zu den Menschen reden können oder so wieder. Ich kann so eine Menschen, dass die nicht weiß, so faktisch irgendwas was sagen, da wird ich ganz wütig sein. Oder probieren mal wem Tracht zu stellen, probieren mal einzige Menschen
zu wissen, wo sie Anrecht haben und so weiter, weil wir einer dem anderen nicht helfen wollen. Aber wenn der eigenes Wort abkommen hat, dass jetzt nicht, dann fort der Wort nach dem. Das wollen wir ans Fleisch gehen lassen. Da haben wir als Christen, müssen wir auch noch aufpassen, dass wir das nicht tun. Und normal, als Nosek sein, alles bloß für mich. Da lassen viele Menschen ran mich leiden, als sie wollen. Aber alles, was ich ansage, da mein Ziel ist, dass ich in mir selbst, wir wollen uns alles schaffen und alles haben zu tun mit mir. Und das ist, wenn wir bloß ans selbst Gedanken haben, nosig sein, Sang, einige Menschen sagen, ja, aber ans Fleisch, es sei ja nicht zum Sanken. Irgendwas Wort kann uns leiden noch Sang. Spoilerie, wo wir Spoilerie haben, wo wir eine Kirche, wir können verschiedene Gruppen sein. Am Sonntag sagt es, wir sind eins, aber da können verschiedene Gruppen sein. Das ist möglich. Dass wir sanken uns. Das sind Dinge, die vom Fleisch sind. Spoilerie, aufgänzig sein. Einer dem anderen. Ich möchte dort haben, was der Nächste hat. Und Mord, weil dann denkt man, Menschen dort machen. Aber weil die Bibel redet, Jesus redet, wir sind all Mörder, aber wir dem Nächsten gewisse Dinge und so weiter. Und dann ist Nummer 16, dort sei kommen, dort ist Süppen. Mit Alkohol zu tun haben und Süppen. Christen, ja, das sind Christen, ich weiß viele Christen, weil von der Tag ist dort all Social Drinking ist ganz angenommen, wo da nicht mit Anrecht ist. Und sie sagen, Social Drinking, weil du hast noch niemals nicht ein Alkoholik, wird nicht anfangen mit Social Drinking. Ich glaube, du hast niemals nicht ein Alkoholik, was sich vergenommen hat mit einmal einen Tag. Ich will nehmen und wollen ein Alkoholik. Das fängt an mit Social Drinking. Und hier sagt es Süppen. Und dann das 14. ist Freten. Ich wundere, aber viele von uns schuldig sein mit Freten. Wenn wir Scheideten haben, dort können uns leiden und Freten. Wir haben sehr großen Appetit dafür. Und dort kann ut Kontrolle sein. So all diese Dinge, sagt der Apostel Paulus dort, er sagt, offenbar sind die Worte vom Fleisch. Das sind Dinge, die das Fleisch mit tun hat. Weil der natürliche Mensch, mit der bloß Wahre betonen, der anbekehrte Mensch, dort ist dem sein Leben. Dort ist so wie das du und ich verheiraten. Ich weiß echt, und ich glaube, was der Apostel Paulus sagt in Epheser Kapitel 2, sagt er, wir wären mal alle da. Aber sagt er, nun sind wir nicht mehr so dort. Sagt er, nun ist es anders. Aber nun will ich von dort wiedergehen, noch was da viel Scheine ist. Ich dachte, ich würde das ist da erstlich die negative Dinge sind beschrieben, und dann kommen die guten Dinge, die positiven Dinge. Aber nun sagt er, in Vers 22 sagt er, die Frucht vom Geist, da redet er von der Frucht vom Geist. Das sagt nicht die Worte vom Geist. Er sagt dort die Frucht vom Geist. Und bitte wollen wir hier durchlesen und wollen wir dann denken, dass das, was wir hier lesen, dort kommt, dort ist die Frucht von dem Geist, der in uns ist. Wir sind bloß der Tempel, wo der Geist Gottes binnen wohnen hat, und wir lassen Arm durch uns arbeiten, und dann beweist dort den Geist seine Frucht. Dort ist nicht dienen meine Frucht. Aber wir lassen den Geist durch uns leben. Er sagt, den Geist in der Frucht als Leib. Dort ist ein Ding, da kann nicht einer von uns gehen. Hast du mal die gehört, wenn es jemand, die really leben hat? Der große Gegenteil. Weil die Leib, das Wort, was wir alle annehmen, dann auch wie, even wenn wir nicht bekehrt sind, der unbekehrte Mensch, der nimmt doch Leib an. Das Leib ist das Wort, wo keiner nicht kann dagegen sein. Und dann Fried, das ist das nächste, Fried.
Was gibt uns dort für eine Freiheit? Einmal zu weiten, dass wir sein Gott sein Kind. Einmal zu weiten, dass wir sein, dass all unsere Sünden sind vergeben. Dass wir sein, für Gott wie ich will, ich lebe nur Fleisch, hat uns Fleisch der Kontrolle an uns Leben, und dann begehen wir Jesus, und dann wir nehmen ihn an, wir sagen, dass er gestorben für all unsere Sünden, und dann was für eine Freiheit gibt es? Je weiter Charakter, von was ich rede, da wir wahre geboren sind. Einmal zu weiten, dass Jesus hat all meine Sünden ab sich genommen und hat Kreuz betont. Das ist eine Freiheit. Und ein Frieden. Wir dürfen nicht mehr Angst haben, was uns passiert. Dass wir wollen, was in der Ewigkeit wird passieren. Wir haben Frieden. Wahrscheinlich, dass so oben schlafen gehen und danken Gott für das, was er uns hier mit gesehen hat. Danken, wenn der Herr wird kommen, das Nacht, da wo wir mit arm sind. Danken, wenn wir weiter wie grundig vor Tiden, weil wir können Frieden haben. Wir können weil wir eine große Not sind, wir können einen innerlichen Frieden haben, dass wo wir weiter, wer uns leiden wird. Geduld, da reden wir jetzt das oberste ein bisschen von, aber der Geduld haben. Weil wir das letzte Werk, da kommt noch ziemlich drauf an in das Leben. Wir gingen durch Dinge durch, wieder wir scherden jetzt ein bisschen was hier ab Gebetsstunden, aber da sind Tiden, dann kommt das ziemlich drauf an. Aber dort ist die Frucht vom Geist, weil wir durch schwere Tiden gehen dann und wir können geduldig sein, wir weiter dort, dass Gott wird uns niemals nicht Leute, wo durchgehen, wo heilig mit uns gehen. Weil den Ferken, der ist nicht bloß mit uns gehen, dann reicht er uns. Dort sind dort, wo der Verkommen hat. Ich kann die von der sein, mein lieber Bruder und Schwester, du hast nicht in deinem Leben, von der, wo je leiden dann oder wo je wollen, durchgehen nach, und ihr, der Herr wird kommen holen, oder uns wird kommen holen, wo er nicht wird, durchnehmen. Er weiß gerade, wofür wir vertragen können, und er sagt, er wird uns nicht ableihen, mehr als wir vertragen können. Das ist Geduld, Freundlichkeit. Freundlichkeit war naja, wenn wir groß sehr gesegnet sind oder groß in einer guten Zeit sind. Freundlichkeit ist zu aller Zeit. Wie der Geist Gottes, der Geist, was an uns wohnen hat, der kann uns die Freundlichkeit geben. Nochmal das, Gott gesonnen sein. Weil wir dürfen uns gar nicht euren, wir dürfen gar nicht gar nicht sad sein und nicht Gott gesonnen sein. Und dann Nummer 7 ist Glauben. Wir glauben, wir ein Glauben, ein lebendiger Glauben. Dort ist ein Glauben an den Herrn Jesus, wo uns nicht kann wahrnehmen. Dort ist ein Glauben, da wo Glauben sagt, wir können dort nicht sein. Hebräer redet davon, von dem Glauben. Wir haben einen Glauben, wo der felsenfest stehen hat. Lindigkeit und dann Selbstbeherrschung. Das ist das Ende. Selbstbeherrschung. Wir können uns, wenn wir versagt worden von irgendwas, Charakter und von irgendwas, von diesen fleischlichen Dingen, wo das hier sein wird, wir haben die Kraft, weil der Geist an uns wohnen wird, wir haben die Kraft, dass wir uns beherrschen. Wenn wir einmal hastig in eine Lehre ankommen, wir können uns beherrschen, dass wir in Kontrolle sind. Und dort sind ein paar Dinge, das sind Dinge von der Frucht von dem Geist. Vers 22 sagt, und wir wollen wieder mal kurz ein Wort lesen, sagt, die Christus Jesus angehören, haben das Fleisch mit Last und Leidenschaften taub gekreuzigt. Was wir tun, wenn wir Jesus angenommen haben, wir haben die Last und die Leidenschaften mit Jesus Christus taub gekreuzigt. Wir holen uns dafür, dass uns ist das wahrgenommen, der Sinn ist wahrgenommen, Jesus hat am Kreuz dort betonen, hat da leiden, jetzt ihr Leben dafür. Ich habe eine Frage.
Wo ist dort möglich, dort wir können den Geist in Frucht an uns haben? Wo ist dort möglich? Die Christus Jesus angehören, die Christus Jesus angehören. Er sagt, das sind die, die Christus Jesus angehören. Zu der Frau erst gehörst du Jesus Christus an. Weißt du doch ganz genau, du bist ein von Jesus Christus, seine Kinder. Weißt du doch, dass du hast das ewige Leben, du bist eine von ihnen. Ich will auch nur nicht, ob du Sieg hast oder nicht Sieg hast. Vielleicht dass du kämpfen, vielleicht bist du nach einer Desert irgendwo, aber du weißt, dass du an Jesus angehören bist, dann kannst du Jesus vertrauen. Denn Geist in der Frucht kann bloß von den Heiligen Geist kommen. Weißt, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, wir wollen das hier sein, dann kannst du nicht erwarten, dass du die Frucht vom Heiligen Geist haben. In Römer Kapitel 8, Vers 5, bitte schluckt ab in der Bibel da noch. Römer Kapitel 5, Vers 8, Vers 5, durch 9. Da sagt der Paulus das, die noch fleischlich sind, beschäftigen sich mit dort am Fleisch gehört. Weißt du, das ist gar nicht sehr schwer, wenn wir reden dann mit jemandem und mit seinen Dingen, was er schaffen wird, wo sein Hort ist, wo er von reden will und so weiter, dann sei wo er bald an, das ist doch nicht, was ihr vom Fleisch macht. Das ist nicht sehr viel, was der Geist, was wir können sagen, das ist die Frucht vom Geist. Das ist mehr von dem Fleisch, das ist noch mehr, hat mehr zu tun mit dem Fleisch. Er muss wahre geboren sein, aber wir wollen sehr bald an, sein Hort ist noch nicht da, wo das Handy hier hat. Er sagt, beschäftigt sich mit dort zum Fleisch gehört. Die aber, die den Geist haben, mit Dingen, die vom Geist kommen. Und ich finde das immer interessant, wenn ich mit Menschen kennenlerne und anfange zu reden, mit denen, wo ich bald an, würde ich stehen lassen. Ob die irgendeinen Gebrauch haben von geistlichen Dingen. Wenn ich die anreden, da ist was vom Geistlichen, das nicht sehr lang, dann fällt dann was Bibel zu groß zu tun haben. Sie haben ein Appointment oder irgendwas, die Menschen wollen noch nicht von hören. Da vielfach ist es dort. Und dann saß jetzt Paulus wieder und sagt, wer sich bloß mit dem Fleisch beschäftigt, für den meint dort der Tod. Wer aber den Geist hat, für den meint dort Leben und Freiheit. Vers 7. Wer fleischliche Sonnen ist, der ist feindlich gegen Gott. Wie dort Fleisch nicht Gott angetan ist und auch nicht kann, wann er dort noch will. Weil viele Menschen und etliche von Jüngern hier jetzt in Lutz oben sein Mann mitteilen von seinem Leben. Und das geht nicht sehr lang, aber ich weiß, antworten, dass wir sein Hort wir. Aber er hat sehr deepet verlangen, dass er loskommen davon. Und er hat sehr geschafft damit und wundert, ob einer von so viel tun kann, dass andere und Jan nach betauchen. Weil sie kurz wird einer an, das Fleisch wandert dort auch wel, dort kann das allmählich tun. Und ich habe ein Appointment gemacht, mit diesem Mann zu reden. Ich freue mich dazu. Aber ein Mann, wo da seinen Seite, wo er bannen ist, und aber hier in der Rütwahl, weil sie so das dort freut mich. Wenn sie wieder Siegte fängt, wird anklappt, dem wird abgetan. Und ich kicke vorwärts noch seinen Wort, wo ich kann zum Sehen sein. Dann sagt er wieder, die noch am Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Das ist unmöglich, wenn wir noch am Fleisch sind, dass wir Gott gefallen können. Und Vers 9, bitte, du hast die Klavier, oder du hast die Punktbannen, die Schlägelbannen.
aber je sind nicht am Fleisch. Und das wisst uns war, dass Paulus der redet hier zu Christen. Er sagt, wir sind nicht am Fleisch, aber je sind nicht am Fleisch, je sind am Geist. Und dann fängt er an mit wann. Heißt Wort, er sagt das. Er sagt, wann Gott sein Geist wirklich an uns wohnt. Weil wenn Gott sein Geist an uns wohnen lässt, dann ist der Körper tot für die geistlichen Dinge. Nicht, dass nicht wird versagt worden, aber dann leben wir boven die Circumstances. Dann, er sagt, wann Gott sein Geist an uns wohnt, wollt ihr das ein Ding, Gott sein Geist zu haben, als ein anderes Ding, wenn Gott sein Geist an uns wohnen lässt. Was meint das? Was ist der Unterschied, wenn ich für die, hier, wenn ich beginne, komme da als ich, wenn ich beginne, was ist der Unterschied zwischen mir und die in ihrem Haus? Ich würde nicht, wenn ich in Furniture würde ranmoven, das würde nicht sehr angenehm sein. Nicht? Warum nicht? Ich wohne nicht da, ich sage Gas. Aber er sagt hier, wenn Christus, wenn Gott sein Geist wirklich an uns wohnt, weil wenn Gott sein Geist an uns wohnt, dann ist er da, was dort zu sein hat, was er soll Platz finden in meinem Leben. Wenn aber irgendwer nicht Christus sein Geist hat, der ist dann auch nicht einer von den Sinne. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers. Wenn ich ihn fragen würde, oder die Frage ist dann, hast du Christus sein Geist? Yes, Andy. Weil wenn du wiedergeboren bist, dann hast du Christus sein Geist, Andy. Wenn du nicht wiedergeboren bist, dann sagt Paulus, dann hast du nicht Christus in Jesus. Dann ist es nicht, wenn der Jesus nicht in uns ist, dann bin ich wiedergeboren. Ich wollte bloß in den nächsten paar Minuten, weil ich bloß hier ein Beispiel brauchen. Weil ich glaube, hier ist ein Problem, wo wir einmal Trouble haben, besonders mit dem Geist. Und das ist bloß extra, was ich hier tun will. Weil wir sagen, dass wir sind wiedergeboren, einige Menschen sagen, wir sind wiedergeboren, aber ich bin noch nicht getauft mit dem Heiligen Geist. Weil wenn du wiedergeboren bist, dann bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist, nur die Schrift noch. Und ich glaube, die Schrift, die meint, was er sagt. Dass Paulus in Kapitel 1, in Epheser Kapitel 1, Vers 13 sagt, wie wir das Evangelium hören, wie wir dort bleiben, wie wir dort annehmen, sagt er, dann wird die versiegelt mit dem Heiligen Geist. Vers 14 sagt, der selbstliche Geist, der wird uns garantieren, dass wir dort wollen kriegen, was er uns versprochen hat. Und so, wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, dann sind wir nicht ein Fantasie, das sagt hier ganz klar. Das sagt hier nicht, dass dann Lothar, weil wir irgendwo erfahren haben, dass Lothar einmal da war, wir getauft wurden mit dem Geist. No, das ist nicht biblisch. Ich glaube, wir sollen seinen Wort lehrt die Bibel uns, von wo ist der Heilige Geist in der Arbeit? Wo arbeitet der Heilige Geist? Ein klein bisschen seine von den Israeliten in Ägypten. Erstlich, die Israeliten waren 430 Jahre in ihrer Sklaverei in Ägypten. Die kamen noch nicht anders. Bitte, sie kamen noch, doch Gott hat versprochen, dass er wird mit senden. Aber die, für 430 Jahre in ihrer Sklaverei waren, sie hatten kein Weg, sie hatten keinen Weg, wo sie konnten dort tun, was sie wollen. Maar einmal braucht Gott Moses zum Ritt bringen durch Ägypten, und ich wollte die Geschichte kort machen. Bracht ihm miraculously, wunderbar, in Wüste an. Da wir kein Zweifel an, dass dort ein Miracle wäre, was bloß Gott dann können, und durch den Jordan führen, und Ägypten rücknehmen, und ja, all die Pläne, was sie sagen, was Gott ab Pharao kommen und so weiter. Und so hier wir in Ägypten hat die große Leute Wunder sein, die nicht so allein davon sollen, am Fleisch zu leben. Und dort wir bloß, und consequently,
wir bloß zwei Stück, die wirklich an Kanaan ankommen. Die anderen müssen alle sterben. Die kommen niemals nicht bei Kanaan. Und Kanaan, by the way, dort nicht im Himmel verglichen. Kanaan, dort wisst dort ist ein Land, wo sicher ist. Aber sie bleiben an das Land, an der Wüste bahnen, kriegen niemals nicht die Versprechungen, was versprechen wir, was sie haben getan. Warum nicht? Weil sie denen bloß nicht Gott vertrauen. Weil ihr nicht, viele von uns, viele Christen, die kommen niemals nicht bei den Kanaan. Die blieben in der Wüste. Die sind aus Ägypten zurückgekommen, die sind von der Sonne zurückgekommen, aber die wollten nicht wirklich, was das meint, Tag für Tag siegen. Bloß zwei Stück von denen kommen dann an. Meine Frage an die von der ist, wo bist du von der? Bist du noch in Ägypten? Bist du noch versklavt und sind noch verloren? Oder bist du all in der Wüste, wo du bist aus der Sklaverei rausgekommen und du kamst, du weißt nicht, wo du kannst loskommen von der Sklaverei von der Sinn? Da fragst du vielleicht, wo kann ich dort? Ich will das bloß sagen, und Gott sagt, das kann an meine eigenen Wege sagen und von meiner eigenen Erfahrung. Weil ich kann dir sagen, ich weiß nicht, wo du versklavt bist, ob das an Pornography ist, oder ob das an Adultery ist, ob das an Fornication ist, oder ob das an irgendeine von diesen Dingen ist, wo wir von Designen haben, wo wir was vom Fleisch ist. Ich weiß auch gar nicht, wo hier du wirst los von sein. Aber ich kann dir sagen, wo du kannst loskommen davon. Die Sinn, wo du beim Leben bist, wo du beim versklavt bist, die Sinn, die ist betont. Aber die Frage ist, wo kannst du davon loskommen? Du kannst bloß davon loskommen, wenn du das selbst für dich persönlich Gott sein Wort muss sehen, einmal auf deine Knie gehen, für Gott und sagen, Gott, ich will Musik haben. Ich möchte loskommen von dieser Frage. Nicht mehr bloß dort, du kannst es mitteilen. Die Bibel sagt, du kannst das mitteilen. Wir können einer dem anderen Sinn bekennen, wir können einer für den anderen beten und wir können dort tun. Aber weißt, das schafft nicht, weil wir das zu tun haben, weil wir alles, was wir ansetzen können, weil wir dort für uns selbst tun und dann erwarten, dass wir wollen Sieg haben an uns Leben. Meine Erfahrung ist, dass meine Gedanken dort jetzt nicht mehr bloß, wenn ich alle Stunden, was ich wach bin, wenn ich schlafe, dann träume ich. Weil ich träume sehr viel im Bett doch noch, was ich da, die Zeit, was ich wach bin. So, aber was ich denke, da habe zu tun mit, wo mein Hort ist, wo ich mich beschäftige. Und ich habe eine gut gefangen, ich habe sehr viel kann ich hier nicht schlafen. Und weil ich da dann, ich habe gelernt, ich zu beten und ich zu Gott danken. Und ich zu Gott sein Wort lesen. Und ich habe viele von ihnen gesagt, wie soll ich zum Glauben kommen? Ich sehe zu Gott, du weißt dort Gott, ich habe kein Verlangen, die Wort zu lesen. Ich habe kein Verständnis, ich kann das gar nicht verstehen. Ich sehe, wenn du mir was raten, ich will ich muss dort Verständnis haben und ich muss hungern und da stehen, was dem Gott gehofft hat, all beides. Dort habe ich noch niemals abgehört nicht. Ich habe dort hingelassen und ich weiß doch, was die Konsequenzen sind, dann darf ich dir nicht lernen, wenn ich in einen Battle bin, aber ich weiß, wo du rauszukommen und ich weiß, das schafft. Gott sein Wort, dort ist die Wahrheit, dort ist inspiriert. Und wenn ich Gott fragen darf, dass er mir was losmachen, dort ist ein Don't auf, dort ist Alkohol oder Schmecken oder evil thoughts oder was immer das ist, Gott macht einem da losfahren. Und du kannst von der da losfahren. Und ich will damit schließen. Mein lieber Freund, wenn du los bist von Sklaverei von Sinn, du kannst davon loskommen. Mag Gott sein Wort segnen. Ich sage meine Titel an. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns hast dein Wort gegeben von dir.
Du hast uns gewesen in dein Wort, was fleischlich ist, was die Worte vom Fleisch sind. Du hast uns gewesen, was die Frucht vom Geist ist. Du hast uns auch gewesen, Herr, wo wir können loskommen von der Sklaverei von Sinn. Herr, ich bete, dass du machst in jeder einem von denen, wo wir hier sind, von der musst du segnen, musst du geben, Herr, dass wir möchten wirklich die wahre Frucht beweisen können in uns Leben, durch dem Heiligen Geist. Bete ich in deinem Namen mit Dank. Amen. Dankeschön für Aufmerksamkeit.